Komm doch jetzt, Elsie. Aber Alfred, was ist mit dem Geschirr? Komm, vergiss das Geschirr doch einmal. Wir machen es dann zu Abend. Aber ich kann doch nicht fort mit dreckigem Geschirr. Ach komm doch, Elsie, ich mach das und ihr habt ein tolles Picknick. Und lasst euch Zeit. Ich schau schon, wenn etwas ist. Hoffentlich. Manchmal ist er ein bisschen komisch, der Einstein. Bist du bereit, Kumpi? Mal schauen, ob das futsch ist. Pipi! Ich komme rüber! Los, Lumpi! Schnell! Hannen! Haha, du bist draußen! Bin ich nicht! Doch, du bist draußen gewesen. Ich hab's genau Ja, gesehen. ist super! Wir haben es alle gedacht, du bist Lass mal, wir haben es doch alle gesehen. Aber ich hab's genau gesehen, wie es war. Ich schwöre es, gell, Gumpi? Ich bin nämlich dabei zugestanden, ich nicht bloß draussen zu sein. Hey, was ist denn da los? Also, wenn ihr nicht in Frieden miteinander spielen könnt, dann schlage ich euch vor, macht doch etwas Sinnvolles mit eurer Zeit. Und was? Warum macht ihr euch nicht ein bisschen nützlich? Es gibt doch ganz viel so Arbeitli. Oh ja, das ist eine gute Idee, Papi. Wir wären so die Heinzelmännchen-Gruppe. Hä? Weisst, wir gehen doch zu den Leuten und machen so kleine Arbeitli. Ja! Und vielleicht bekommen wir dann sogar noch etwas dafür. Was meinst du? So Zeitli und Kurzli und so? Genau! Das war eine sehr gute Idee. Das gibt mir doch ein bisschen Ruhe für 1 oder 2 Stunden. Gut, wir gehen ganz zuerst zu der Familie Ege. Nein, komm, wir gehen zum Doktor. Und ich gehe zu der Frau Gerster fragen. Beste Heinzelmännchen. Nein, komm, wir sind schon Doktor Otter! Doktor Otter! Doktor Otter! Doktor Otter! Doktor Otter! Wie viel habe ich geschlafen? Ich habe nur mit Auto gerade etwas gedacht. Doktor Otter, wir haben... ist er da? Der Doktor? Nein, er und seine Frau sind picknicken. Kann ich dir helfen? Nein, ich bin da, um Ihnen helfen. Ich bin nämlich eins der Heinzelmännchen. Ja, ehrlich. Und was macht denn so ein Heinzelmännli? Wir sind da, um den Leuten zu helfen. Wann Zeit, dass ich Ihnen etwas hilft, Dr. Einstein? Ja, gut. Also, wenn du schon fragst, bist du gut im Abwaschen? Ja, komm, los, komm. Sind du? Herr Wurfel! Herr Wurfel! Oh, hallo, schön, dass Sie vorbeikommen. Ich wollte fragen, ob ich Ihnen irgendein Erbetli abnehmen könnte, Herr Wurfel. Oh, ihr seid das Zweite. Nein, es ist, nur ich. Ja, der Zufall will, dass ich gerade etwas habe, wo du mir könntest helfen. Ich lege einen neuen Teppich im Eingang, da könnte ich schon Hilfe brauchen. Oder 2. Komm mal mit. Es hat noch ein paar Sachen, die wir rausräumen müssen. Und dann können wir den Teppich auslegen. Gut gemacht, Julia. Hast du nicht mal so lange gehabt, oder? Nein, Herr Dr. Einstein. Nur etwa eine Stunde oder 2. Das ist für dich. Das ist für deine gute Arbeit. Oh, danke, Dr. Einstein. Auf Wiedersehen, Dr. Einstein. Tschüss, Julia. Grüezi, Frau Zuckerhut. Ich bin ein Heinzelmännchen und ich wollte fragen, ob ich... Oh, was ist los? Los, verschwind! Oh, ich? Vielleicht ist es ansteckend. Und wenn das ist, ich kann es nicht. Was? Weiß ich nicht. Die Flecken! Du bist voller Flecken! Voll Flecken? Ich? Wir gehen mit dem besser zum Doktor. Und zwar sofort. Aber ich habe doch... Nicht, aber da ist nichts geschmessen. Los jetzt. Hoffentlich sind wir nicht schon zu spät.
Spart für was? Ah, Frau Zuckerhut, was haben wir das mal? Immer noch das Gleiche? Nein, Doktor, es ist nicht wegen mir. Es ist wegen Maxli. Da. Hoppla, Schorsch. Ja, besser, Sie kommen schnell rein. Ja. Hat noch ein bisschen Temperatur. Aber ich bin auch alles dahin, Dr. Einstein. Was hat der Doktor? Ist es schlimm? Ja, möglich, Frau Zuckerhut. Es sieht ganz so aus wie Masern. Masern? Ich glaube, es ist besser, wir bringen die heim ins Bett, junger Mann. Und schauen Sie, dass die anderen nicht nachkommen. Nicht, dass so die ganze Familie mit Masern umeinander läuft, oder? Aber er wird schon wieder gesungen, oder, Doktor? Ja, nach 2 Wochen im Bett. Vielleicht können Sie darauf achten, dass Sie ihm nicht viel zu essen geben. Oh, aber ich... So, komm jetzt, Maxli. Gehen wir ins Bett. Ja, nicht für ungut. Ah, ein schönes Picknick, Elsie. So schön. Schnell müssen Sie das Auto auslehnen. Ich habe gerade einen Notfall gehabt. Ja, armer Maxli. Masern sind so unangenehm. Ja, und ansteckend. Hast du dem Rest von der Familie auch etwas dagegen? Ja, also ich habe gedacht, das sei der Sport für das. Aber doch nicht, wenn du ihnen von meinem Spezialhausmittel mit Blauglockensirup gibst. Du bist meine fleissig, Einstein. Das ganze Geschirr hast du so super gewaschen. Und dann schon. Also, bis später. Dr. Otter! Hey, es ist der Dr. Otter! Hoi Julia, hoi Lumpi. Wir sind die Heinzelmännchen, Dr. Otter. Wir haben den ganzen Tag bei den Leuten gearbeitet und geholfen. Oh, das ist aber etwas ganz Sinnvolles. Ist es auch? Ich habe bei Ihnen daheim das ganze Geschirr gemacht. So, das hast du gemacht? Und ich habe am Herrn Wurfel geholfen, Teppich legen. Und ich und der Maxli haben bei den Igelstilli frisch gestrichen. Rot. Alles rot. Und nachher, als wir dort fertig waren, dann bin ich... Decke frisch gestrichen, hast du gesagt? Ja, Dr. Otter. Und nachher bin ich... Masern! Nein, Dr. Otter. Was? Ja, ich weiß. So, Einstein, es interessiert dich vielleicht, dass der Maxli schon wieder völlig gesund ist. Bist du sicher? Das kann ich ja fast nicht glauben, dass dein Hausmittel so schnell wirkt. Nein, Einstein, ich habe es gar nicht gebraucht. Ah, und was hast du denn gegeben? Terpentin? Terpentin? Ja, mit Terpentin bringst du die Farbe sofort weg. Genauso schnell, wie Julia das Geschirr dort voran abgewaschen hat. Komm, mach dein Maul wieder zu, Einstein. Du siehst aus wie ein Fisch auf dem Trockenen. Übrigens, Fisch, wie wär's mit einem Nacht? Was meinst du, Einstein? Ausgezeichnet. Und, ich mach dann noch ein Geschirr. So gut, Einstein.